über EMA 17, Integration und Diversität der Stadt Wien. Wir sind eine kleine Magistratsabteilung mit ca. 60 Mitarbeiter von fast 30 verschiedenen Nationalitäten und wir sprechen um die 25 Sprachen. Ja. EMA 17 macht Community-Arbeit. Wir haben Kontakt mit mehr oder weniger wirklich sehr vielen aktiven Vereinen wienweit. Wir sind auf 3 Regionalstellen verteilt, eben Nord, Süd und hier im West und betreuen die Bezirke. Ich habe jetzt einige Sätze nur über EMA 17 gesagt, aber es ist heute nicht EMA 17 wichtig, sondern eben diese Filme, an denen ich gespannt bin, eben was wir jetzt sehen werden. Mein Name ist Ademedel Murzaev, ich bin 24 Jahre jung. Ich heiße Suleiman, bin 27 Jahre alt. Ich heiße Bilal, lebe seit 2004 in Österreich. Mein Name ist Jamal, ich bin seit 2003 in Österreich. Ich bin 29 Jahre alt, Student und komme aus Tschetschenien. Dass man die Menschen, die wenig haben, dass sie noch weniger haben. Sprich Mindestsicherung kürzen, sprich Sozialversicherungen erhöhen, sprich die nehmen viel mehr Geld den Armen raus. Ich bin mit der jetzigen Lage, in der ich bin, sehr zufrieden. Riesengroßes Chaos. Stabil. Und daher denke ich, wir sollten unser Potenzial voll ausschöpfen und an unseren Fähigkeiten und an unseren Persönlichkeiten arbeiten. Den Film haben Sie jetzt gesehen. Das sind Leute, die im Film vorkommen. Ich habe es zu Beginn vielleicht nicht erwähnt. Wir haben uns gedacht, wir haben ja gesagt, dass wir eine Reihe von Filmen planen, wo die Tschetschenen auch zu Wort kommen, vielleicht auch Jüngere und ein bisschen Ältere. Aber beim ersten Film haben wir uns gedacht, dass wenn so kontroverse Themen angesprochen werden wie Ehre und so weiter, was doch mit der tschetschenischen Erziehung, Mentalität und so zu tun hat, wollten Leute haben, die ungefähr in dem Alter sind, so wie jetzt wir, so 30 herum, die einen Teil ihres Lebens auch in Tschetschenien verbracht haben, die dort sozialisiert wurden, die dann authentisch auch vielleicht diese Fragen übergeben oder beantworten könnten. Jetzt, wenn ich einen 15-jährigen Tschetschenen über die Ehre frage, über die tschetschenische Auffassung, dann wird das eher ein verzerrtes Bild sein wahrscheinlich, weil er doch nicht in dieser Gesellschaft groß geworden ist. Und wir sind halt so Leute, die die Hälfte ihres Lebens in Tschetschenien verbracht haben und die andere Hälfte hier in Österreich. Wer von euch hat direkte Erfahrungen damit gemacht, dass er als Tschetschene ausgegrenzt worden ist oder irgendwie darauf angesprochen worden ist? Negative Erfahrungen? Direkte Erfahrungen. Es kommt ja auch niemand zu dir und sagt, ey, weil du so aussiehst oder so bist, wie du bist, dass wir dich jetzt ausschließen oder nicht. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man die nicht direkte Diskriminierung, nicht direkter Rassismus, dass man viel mehr darauf den Fokus legt, weil man versucht heutzutage viel mehr mit schöneren Wörtern das Ganze zu umgehen und ich glaube, es gibt mehr Rassismus, als wir es überhaupt wahrnehmen oder wahrnehmen können, sei es jetzt digital, sei es jetzt auch nur sprachlich. Ja, und ich glaube, das ist viel wichtiger als ein direkter Angriff. Also, dass ich direkt darauf angesprochen werde oder irgendwie diskriminiert werde, das habe ich jetzt nicht so erlebt, aber es gibt immer wieder so Bemerkungen, zum Beispiel auf der Arbeit von den Patienten, wenn ich darauf angesprochen werde, also weil ich doch nicht wie ein Österreicher aussehe. Und dann schauen sie so, schätzen und dann irgendwann mal fragen sie, ob ich jetzt aus der Türkei komme. Und daraufhin antworte ich, dass ich aus Tschetschenien komme. Und meistens lautet dann die Antwort, ja, Sie sind der erste Tschetschener, den ich kenne, der studiert.
Und ich muss ehrlich sagen, man hört das oft, aber nur weil man es oft hört, wird das nicht besser. Es stört schon einen, weil ich habe zum Beispiel auch jetzt immer wieder experimentiert und dann gefragt, einfach, wie viele Tschetschenen kennen Sie denn? Und dann heißt es, ja, Sie sind der Erste. Und dann schließe ich darauf, dass dieses Bild von irgendwo von außen erzeugt ist. Diese Menschen sind gar nicht mit Tschetschenen nie in Kontakt gewesen und haben niemals die Möglichkeit bekommen. Und da fühle ich auch persönlich, also was man eh schon unter uns weiß, dass dieses Bild gar nicht wir vermitteln, sondern dass es von irgendwo von außen kommt. Und das muss man natürlich auch gesagt haben. Und das sieht man so wie Khaled, wenn jemand sagt, ich sehe das auch oft irgendwie, wenn man mich fragt, woher kommst du irgendwo auf der Arbeit. Ich habe verschiedene Arbeiten gemacht neben dem Studium, dass die Leute sagen, ja, du bist irgendwie anders. Und wenn man fragt, wie viele kennen sie, dann sagt man, ja, du bist der Erste, mit dem ich jetzt bisher Kontakt hatte. Wir innerhalb der Tschetschenen nicht alle ein und dieselben sind. Es gibt verschiedene Charaktere, es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenen Leidenschaften oder Ideen. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, wieso wir hier gerade so, ich würde mal sagen, in die Ecke getrieben werden, damit auf der einen Seite muss man auch ehrlich zugeben, wenn man sich die jährlichen Kriminalitätsstatistiken anschaut, dass man knapp 10%, knapp unter 10% es doch Tschetschenen gibt, gemessen an der Bevölkerungszahl, die hier lebt, dass die doch irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Und das lesen die Menschen natürlich dann in den Tageszeitungen, sei es in den Boulevards, Österreich, Krone oder Heute. Und da wird diese Thematik auch nicht objektiv sachlich dargestellt, sondern natürlich so geschrieben, dass jemand, der das liest, auch wirklich das im Kopf behält. Und einerseits will ich jetzt nicht jedem Politiker oder wen auch immer die Schuld geben, dass es so ist, wie es ist. Vielmehr, glaube ich, geht es darum, dass die Medien sich auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit suchen und so auch welche finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute auf Krone die Kommentare durchlese, ich glaube, nie im Leben würde sich jemand draußen hinstellen und so diese Kommentare auch wörtlich aussprechen können. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird diese Thematik doch auch benutzt, um die eigenen Probleme, die es hier wirklich gibt, einfach wegzulöschen. Seien wir uns ehrlich, die Pensionen werden wir uns in die Zukunft, wenn wir so weitermachen, gar nicht leisten können. Früher, vor 20, 25 Jahren, haben 3 Personen für einen Pensionisten gearbeitet. Heute ist es knapp unter 2 Personen. In 10 Jahren wird eine Person für einen Pensionisten arbeiten. Und mit dieser Thematik befasst sich aber niemand, nicht einmal die Medien, nicht einmal die Krone oder wer auch immer. Aber Hauptsache, wir suchen jemanden, der sich nicht wehren kann, der derzeit nicht in der Lage ist, sich juristisch oder auch medial auf irgendeine Art und Weise zu wehren. Natürlich ist das ein gefundenes Fressen, damit man mit dem Hammer auf ihn losgeht und nochmal drauf trifft. Und das wird, glaube ich, in den nächsten 15 Jahren auch weitergehen. Aber nur um eins klarzustellen, vor dem ersten Tschetschenienkrieg, wenn man sich da angeschaut hat, wie viele Menschen, die in Russland studiert haben, prozentuell gab es in Tschetschenien die meisten Akademiker. Und ich wette, in 10, 15 Jahren wird es hier genauso der Fall sein. Und wenn dieser Fall dann eintritt, glaube ich, wird man mit uns ein bisschen anders umgehen, weil dann wird man sich auch auf eine Seite erhoffen, dass zum Beispiel so wie Khaled weitere aufwachsen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Weil wir haben derzeit das Problem, dass immer mehr Ärzte nach Deutschland oder in die Schweiz rüberreisen, weil hier die Gehälter zu wenig sind, weil sie hier 55 bis 65 Stunden arbeiten müssen. Und das sind Thematiken, mit denen man sich auseinandersetzen muss, und wir Tschetschenen werden diese Thematik nicht für Österreich lösen können, weil wir derzeit erst seit 15, 20 Jahren hier sind. Und was will man innerhalb von 10, 15 Jahren von jemandem erwarten? Man kann nicht so wie Trump gleich einen Trump Tower hochbauen. Dafür braucht es natürlich Zeit, bis mal Jüngere aufwachsen, sich hier auch ein bisschen orientieren können und nicht einfach so auf der Straße rumlauern in der Hoffnung, hoffentlich kommt da jemand,
sieht mich und baut mich auf. Das braucht natürlich alles Zeit und ich bin dennoch, würde ich schon sagen, für die 15 bis 20 Jahre, in denen viele Tschetschenen hier nach Österreich gekommen sind, gibt es hunderte positive Beispiele, die auch einen großen Beitrag für Österreich leisten. Ja, ich hätte auch eine Frage jetzt zu einem anderen Thema, und zwar, als ihr gefragt wurdet, wer auf der ersten Stelle, Mama oder Papa, es kam so wie bist du geschossen, Mama. Also ich würde gerne ein bisschen mehr über die Struktur der familiäre Struktur der Tschetschenen wissen. Was ist Rolle von Mama und von Papa tatsächlich, ja? Und wie wird das tatsächlich in einem, sage jetzt einmal, strukturierten Tag gelebt, ja? Und die zweite Frage wäre, ja, ihr habt sehr schöne Wörter von Tschetschenen und von tschetschenischer Kultur, Land und so weiter gehört. Alles wunderschön. Wann werdet ihr wieder zurück zu Tschetschenien? Oder bleibt ihr in Wien? Oder seid ihr Wiener, Österreich? Zur ersten Frage, das werden vielleicht andere auch so ähnlich sehen. Die Mutter an erster Stelle ist wahrscheinlich eher dadurch bedingt, dass wir mehr irgendwie Bezug zur Mutter haben oder im Alltag auch, wenn man mehr mit der Mutter spricht, mehr teilt mit ihr, sich vielleicht mehr öffnen kann. Das ist bei mir auf jeden Fall so gewesen. Würde ich auch ergänzen von Suleiman, dass die Beziehungen zum Vater sind eher so strenger, auch, also werden wir in der tschetschenischen Kultur so aufgezogen, dass wir mehr und näher spüren, also die von der Mutter, und dass wir mehr mitteilen halt mit der Mutter als mit dem Vater. Und davon kam es wie von geschossen gleich alle so Mutter, Mutter, Mutter. Ja. Das heißt, sie spielen eine riesen Rolle. Also, es ist unglaublich. Unsere Mütter sind die besten der Welt. Das ist allgemein unsere Frauen. Das, was unsere Frauen durchgestanden haben. Noch ganz kurz zu der zweiten Frage. Natürlich werde ich nach Tschetschenien zurückreisen. Das bedeutet aber nicht für immer. Aha, okay, ja. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs. Und auf der ganzen Welt war ich unterwegs. Also ich war in vielen Ländern, aber immer wieder, wenn ich nach Wien zurückgekommen bin, habe ich mich geborgen gefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das hier jemand, das Gefühl, aber ja. Was die Mutter angeht, dazu möchte ich sagen, dass nicht nur kulturell, auch religiös hat das natürlich eine Grundlage, weil jede Kultur wird religiös auch beeinflusst. Das ist jetzt nicht anders in Österreich und auch österreichische Kultur ist hauptsächlich durch die katholische Kirche beeinflusst, und dasselbe ist jetzt auch bezogen jetzt auf die Beziehung zwischen Kind und Mutter. Auch religiös wird diese Beziehung, auch die Mutter hat eine hohe Stellung im Islam, und diese Einflüsse und auch kulturelle Einflüsse sind dabei entscheidend. Ja. Also wenn man jetzt einfach den Begriff Tschetschenien hineinwirft und jeder 3 Sachen sagen kann, was würdet ihr sagen? 3 Sachen. Respektvoll, sportlich und charismatisch wahrscheinlich. 3 Sachen. Auf jeden Fall sportlich, wie Suleiman gesagt hat. Wie der Jamal gesagt hat, stolz auf sein Land und respektvolle Beziehung gegenüber Eltern. Also wenn ich über Tschetschenien denke, ist natürlich an der ersten Stelle die Familie, also der Ursprung, wo ich herkomme. Oft denke ich an die Landschaft, also Berge, und natürlich die Sprache, würde ich sagen, also meine Muttersprache, die ich auch sehr gerne beibehalten möchte, und auch, dass die Jugend, die hier aufwächst, die Kinder, die hier geboren werden, dass sie auch ihre Muttersprache neben Deutsch auch können.
Also, ich würde sagen mal, wie die beiden Suleiman und Bilal gesagt haben, sportlich natürlich fällt sofort ein. Ich würde noch sagen, würdevoll und ehrenvoll, würde ich sagen. Was ist nochmal die Frage? 3 Begriffe zu Tschetschenien. Positiv oder? Die ist sofort Unkritisch gegenüber das eigene. Oft im Glauben, die Besten zu sein. Und ein gutes nie aufgeben. Also alles, was ich gerne sagen würde, wurde eigentlich schon gesagt. Sportlich, würde und ehrenvoll, das lässt sich nicht leugnen. Was ich aber zur Rolle der Mutter sagen würde, wir haben ein Sprichwort und der geht so: Die Sprache lernt man von der Mutter und deswegen heißt es Muttersprache. Und ich glaube, ja, mit eurer Erlaubnis, dass wir vielleicht wieder mal so ein Kinoabend machen werden, vielleicht im größeren Rahmen, und dann können wir noch gründlicher die Fragen noch einmal beantworten und eben vielleicht auch andere Fragen, die vom Publikum kommen würden. Also ich sage Dankeschön für Interesse und ich wünsche mir, oder ich würde mir es wünschen, dass wir in diesem Rahmen mal 5 noch einmal uns treffen. Dankeschön und vielen Dank für eure Beantwortung.